Brennt mir nicht auf dir. Es gibt nur einen Mann, du weißt es. Also wer ist der Meister? Big Boss Entertainment. Big Boss Entertainment. Shit läuft in der JVAs, shit läuft in den Radios. City Dogs macht süchtig und ist überall wie Calicos. Wir gegen Rechte ist wie Jungle Boys gegen Stani Dop. Rapper werden hier von beiden Seiten gefickt wie Calicos. Money Flow, mit tust der Renault gegen Benz. Wieso sagt jeder Beach ist da, dass er mich kennt? What's poppin'? Mein Gast ist schon ready, wir sind da, wir sind und wir switchen schon über und fangen auch an mit dem Ganzen, würde ich sagen. What's good, man? G? Gute, Bro, geht's gut? Ja, man, selber. Bro, gut, bevor ich ein bisschen los war, das ist mein erstes Mal auf Twitch. Ja, geil, hast du Zeit gefunden und cool, bist du dabei. So, welcome, Was Ladies and Ladies, wir sind wir sind da. Stell dich mal kurz am besten ein bisschen selber vor, so. Mein Name ist Schmidas, ich mache Musik, schon ein Zeitchen jetzt, etwa so seit 2015. Bro, ich mache mein Stuff, wegen dem bin ich hier auch eingeladen, ich freue mich mit euch zu reden. Es ist mir eine Freude. Ja, Bro, viel mehr gibt's nicht sagen, man. Ich bin Mitglied von City Dogs in Bern. Wir sind eine Rap-Crew, wir machen ganz kranken Scheiß. Checkt unbedingt aus. Brio, checkt unbedingt aus. B-West, Jore. Ja, man, meine Jungs. Das ist alles, was ich will sagen, Bro. Was hast du für Jahrgang so? Ich bin 99, Bro. 97, Herkunft. Schweiz. Das glauben mir die meisten nicht, aber Swiss. Ja, Bro, ja, auch Kollegen, die sehen aus wie Albaner, Bro, aber sie sind einfach Schweizer und so, das gibt's alles. Ja, Bro, das kennt man. Wie bist du auf den Namen Midas gekommen? Das ist noch so eine interessante Frage, die ich mir selber auch gestellt habe. Ich kann es gar nicht so sagen, irgendwie der Name hat mich gefunden. Ich habe mich früher Sivas genannt. Das ist verdammt random, das ist schon Ort in der Türkei. Mein Kollege ist von dort. Und ich habe das irgendwie einfach immer geil gefunden, Bro, weil mein richtiger Name fängt auch mit S an. Und Sivas hat mir immer so gedacht, hat Teil zum Aussprechen. Ja, aber dann irgendwann ist der Name geändert, weil ich habe gefunden, so muss irgendwie etwas anderes her. Ich habe Stuff gemacht früher und das hat mir dann nicht gefallen. Ich habe neue Sachen gemacht und habe gedacht, neue Namen her. Und dann ist Schmidas gekommen, in die gleichen Wortlaut. Und ich habe nicht mal so gewusst, was es ist. Und dann hat mir jemand mal so ein bisschen aufgeklärt über die ganze Mythologie dahinter. Von wo kommt das? Kommt das von der griechischen Mythologie, oder? Die griechische Mythologie, das war ein König und er hat wie endlich einen Segen bekommen, der aber auch Fluch war. Er hat alles, was er anlängen wollte, zu gut gemacht. Es ist schnell so weit gekommen, dass er hat seine Tochter angelenkt, das ist zu gut geworden und er hat nicht mit ihr reden. Also es ist wie im Tag, er hat den Apfel gegessen, in einer Legende, es gibt mehrere Varianten. Er isst den Apfel, es wird zu gut und er stickt dran. Checkst du, was ich meine? Ja, wir schauen uns mal den ersten Videoclip an von dir. Yes. Und zwar der Whiskey Bottles. Das haben wir gemacht in eigentlich Hommage an einen ganz alten Track, der Grauton heisst. Er ist in den gleichen Locations mit Jungs vom Ort, wo ich herkomme. Es ist recht eine wilde Zeit, Bro. Das Lied ist auch dementsprechend recht wild. Es ist ein harter Track. Es ist recht ein Kontrast zu anderen Sachen, die ich auch mache. Aber es ist wirklich auch so einer der härtesten Tracks von mir und einer der besten, sagt er ehrlich. Mishan on the track, bitch. Kopf ist schwer, Leid im Herz. Schau bin im Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Wieso ich schwieg? Für mich ist wert. Schau bin im Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Konto klein, ein Preis geht weg. Schau bin im Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. So vor Cops, doch du nicht klein. Wenn im Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Bleib aus mir eine Welt entfernt, weil hier geht's um ein Drama. Ja, wir jagen Glück, Mann, aber die Steine sind nicht nahbar. Nein, Mann, nicht reden, bringst paar Themen sind zu strafbar. Ja, ich glaube, es wegen für, ich glaube nicht mehr Karma. Ich glaube, das soll nicht zu selber haben, ist das, was mich nicht reden lässt. Schatz, ich begonnen mit der Sturmi und keine Mann. Blut an meinen Fingern dran, ich glaub nicht, dass es mich wehren kann. Trinken mit dem Luzi-Shot zu würfeln mit dem Sensen, Mann. Fuck, ich bin ein Macher und ich mache, bis ich mache für Ruhe. Ich seh Fläder müssen nach, man sind sie hungrig auf Blut. Wie die zielen auf ein Gold, das hat Wert. Und wer die Texte kann verstehen, der führt den Krieg in seinem Herz. Kopf ist schwer, leer im Herz. Schau wie ich Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Wieso ich schwieg? Für mich jetzt wert. Schau wie ich Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Konto klein, ein Preis geht weg. Schau wie ich Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Such vor Cops, doch du nicht klein. Wenn ich Whisky Bottles, Papa gegen Schmerz. Ich warte bis
Als einer von Druck platzt, da hohe Strafen im Rucksack. Kleine Messer gegen grosse Wunden, bis alles kaputt macht. Der Teufel zahlt dir keine Schuld ab. Er schnappt dein Herz, der Post passt. Spuch die raus, wenn du kaum kannst. Mütter jetzt alle die Schuld lasst. Fuck it, ich will nicht mehr, ich will weg von der Welt. Sirenen singen, Bruder, und sie Weinis packen mit Geld. Man macht paar Stellen im Monat und sucht sich trotzdem ins Koma. Meine Brüder gehen nie so und der Sohn in Corona. Kopf ist schwer, Leid im Herz. Schau wie die Whisky Bottles Papa gegen Schmerz. Wieso ich schwieg? Für mich jetzt wert. Schau wie die Whisky Bottles Papa gegen Schmerz. Konto klärt, ein Bitch geht weg. Schau wie die Whisky Bottles Papa gegen Schmerz. Hab so verkotzt, doch du nicht klar. Wenn mir Whisky Bottles Papa gegen Schmerz. Welcome to Rap With The Stay. Schön, habt ihr reingeschaut. Der Shoutout geht raus an die 7 Leute. Rap With The Stay, einmal im Monat tue ich Schweizer Künstler interviewen, ob jetzt auf Discord, aber der Abend kann man es hier zu mir haben. Und dann sind wir aber hier und schön seid ihr dabei. Und wir gehen 3. Let's go! Ja, das ist Strub, Bro, Strub. Also der ist wirklich einer von meinen Favoriten. So, du kannst so näher, also das ist, bei Twitch ist es ja so, dass es näher ein Zeitchen drinnen bleibt. Ich glaube, es in einer Woche oder so kann man es auf Twitch anschauen. Ich werde dann das Ganze noch cutten und so ein Highlight, Best-of auf YouTube hochladen, das nochmal ein bisschen geiler ist, ein bisschen geiler gemacht, professioneller geschnitten und so. Und ich hoffe, den Leuten gefällt es auch. Ja, Mann, geil. Also der ist Strub, der Clip ist Strub, Flows finde ich geil, deine Stimmlage ist schon hure brutal, deine was sagt man dem? Die Stimmwärme und so, das ist richtig geil gemacht. Ey, merci für die Follow. City Dogs, das ist ja du und die Homie, oder? Ja, das ist noch viel mehr, Bro. Noch viel mehr, und was ist City Dogs? Ich und mein Homie und mein Homie und mein Homie und mein Homie, Alter. Wir sind mehrere. Viel mehr wir sind als du, aber es sind mehrere. Das sind ja noch die Jungs, die ich vorher aufgezählt habe. Ja. Voll, Bro. Shoutout geht raus natürlich, Shoutout. Das neue Album, das du jetzt hast, wo vor kurzem ist rausgekommen, das heisst ja City Dogs, wenn ich mich nicht täusche, gell? Das ist schon hart, Bro. Bro. Ja, reingelassen, das ist wirklich geil, man, das ist brutal hart. Danke, Bro. Wir haben so, als wir das Album haben geplant, so ein bisschen als Gruppe zusammen tun. Es sind auch noch Releases von Theory und BOS rausgekommen, schauen die unbedingt an, ganz kranker Scheiß. Wirklich, Shoutout. Shoutout geht raus, wirklich. Harter Rap-Stil, muss ich sagen. Nicht viel hier in der Schweiz machen so crazy harten Rap, sage ich jetzt mal, weißt du nicht mehr. Wo Ja, richtig voll, Bro. bockt, wo professionell tönt und so qualitativ richtig gut ist. Wo tust du es aber aufnehmen? Bro, unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Dort, wo es die Möglichkeiten gibt. Meistens bei Leuten, die ich kenne schon. Leute, die ich weiss, dass es gut aufgeht. S-Tune habe ich viele Sachen aufgenommen. Shoutout Dedo Loco, Shoutout Ethno. Mit Ethno habe ich sehr viel aufgenommen. Seht ihr das etwas, Ethno? Nein, das hat mir nicht, ehrlich gesagt. Sehr, sehr, sehr talentiert. Checkt unbedingt Ethno aus. Er macht auch sehr kranken Street-Rap. Es gibt wenig Street-Rapper in der Schweiz, finde ich, die Sachen machen, die du wirklich irgendwie wie... Ja, dir kannst geben. Ich finde viele Sachen irgendwie auch ein bisschen unangenehm und darum sehe ich mich selber nicht gerne so als Street-Rapper. Weißt du, was ich meine? Nein, ich sehe. Wie viele Albums hast du offiziell draussen? Oh, Bro, ich muss überlegen. Ich habe Catacombe 1 gemacht, Catacombe 2 gemacht, ich habe Bando EP gemacht, ich habe City Dogs gemacht, zwischendurch ein paar Singles und jetzt bin ich am Catacombe 3 am Arbeiten, weil das echt so mein Herzstück ist. Voll so die Catacombe-Reihe und die wollte ich mit einem dritten Teil beenden. Und seit wann machst du Rap? Was hast du gesagt? 2015 etwa. 2015, 2015, voll. Ja, dann bist du auch schon ein Zeitchen dran jetzt. Ja. Lang, Bro, lang. Ich finde es immer lustig, wenn Leute sagen so, ein guter Pen-Game und so, dies, das. Ja, Bro, ich mache es so, weißt, so über 10 Jahre jetzt mittlerweile, Bro. Der nächste Clip, den wir anschauen, ist «Wir schweigen nicht» mit Kid Loki. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, Kid das Loki. ist ja alter, Bro. Sehr gerne. Das wollte ich noch schnell sagen, wegen Kid Loki habe ich überhaupt erst wirklich Musik ein bisschen einigermaßen professioneller machen. Er hat mir dann sehr viel geholfen. Wirklich ein Herzensmensch in meinem Leben. Danke vielmals für das, Bro. Ja, auch schon einen Track von ihm gehört, aber ich glaube, es da bei diesem Band All-Star, weißt du, wo hure viel drauf sind, weißt du, welche? Ich weiß genau, was, Bro. Ich bin dort auch drauf. Du bist schon drauf, stimmt, ja. Es sind hure viel drauf, die ich kenne, das ist crazy. Das ist schon hart, der Track, man. Schade, haben sie ihn rausgenommen, gell, irgendwie, das ist eine Geschichte. Ja, sehr schade, Bro. Das sind so hinter Kamerageschichten, die gar nicht drüber schlieren, man. Ich schwöre, man, lass sie. Bro, wir schweigen nicht, das ist ein alter Track von mir. Ja, ehrlich gesagt, nicht mehr so wahnsinnig präsent. Hey,
Ist auf jeden Fall einer von denen, der dann zumals auch einer von meinen Lieblingstracks war. Er ist straight Boom Bap Rap voll. Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Machen euch selber ein Bild. Keep low key, mach mal. Mein Bruder Micha sagt, du bist zu gross und bestimmt. Dreh den Sound auf Maximum, man nicht hören, ob stimmt. Alter brauche kein Ferrari, bin zu gross für das Ding. Schreibe die Strophe, King, ich hab nur Grosses im Sinn. Wie ein gottverdammter King Cruise mit der Bibel in einem Charter. Sie nennt mich zwar nicht Papi, doch ich fühl mich wie ein Vater. Flasche in der Hand, ich hab vom Vortag noch einen Kater. Tendiere zwischen Bob Marley und Charlie Harper. Ich lieb's Ziggy aus der Hand und die Sonne blendet mich. Wie deine Homies, man würde sie nie im Kämpfen gewesen. Immer noch der gleiche, gang noch nicht reich. Rauchen immer noch Peace und leben nach dem Prinzip. Ich geh immer noch keine Zeit, doch jeder Satz, den ich schreibe ist wie der Boden, wo ich laufe, nur für das gibt's keinen Preis. Ich bin Rapper aus Prinzip und ich verschwende eure Zeit. Wir sind das, was wir sagen und wir leben, was wir sind. Fuffi in der Lunge, ich bin immer ein bisschen um. Mache Druck so wie ein Wumme, du gehst dann weg, wenn ich komme. Mein Homie zünden Puffa, Daniel Gepassa. Fahre Gang noch Fahrer, träum von Ledersitz und Snappa. Hängen auf der Straße und denk zu oft auf den Gassen ab. Doch schau, dass ich keine Strafe mach, weil Mama lässt den Kaffeesatz. Ich arbeite dran, Brudi, hab gäbige Flows. Die Vater hat die angemeldet bei Family Strokes. Man bei uns sind alles Dates, das nennt man Kifferprinzip. Ich hab mir 100 in der Tasche und vergiftete Scheiß. Doch mir so, hi Brudi, und vergissen den Preis. Ich komm mit 10 Todsünder und vergifte den Beat. Beine Schnauze, Mann, ich fühl mich wie ein Grizzly aus Speed. Bin ein asozialer Wichser, aber immerhin clean. 3-4 Props hat in mein Bock, darf keep it real. Mann, ich schwimm nicht mit der Fische, mit der Rennen bis zum Ziel. Das sind Welten, was du machst ist Werbung für Marken. Ich hab keine Zeit zu schänden und keine Lust mehr zu warten. Meine Bars bekommst du im Park, während sie bei Charten. Kommen aus dem Untergrund und schreiben mich auf Karten. Die Stellung bleibt, fick deine Stars. Ich will etwas ins Glas, aber weiss noch nicht was. Gib mir ein bisschen Pastis, Bitter Lemon Gorbatschow. Fleisch direkt vom Bauernhof, Dosen sind vom Molotov. Sex mit den Beats, möchte der MID-Ass. Steh auf der Stage, aber ich komme vom Kehrplatz. Das ist Boom Bap Rap ohne DDM. 99er Kid auf 95 BPM. Ich weiss noch, dann, wo wir das Video gedreht, Background Story, dann bin ich mies vorher feiern. Dann bin ich noch ein bisschen jünger gewesen und das ganze Video drehen über habe ich echt gelitten. Das ist mir noch geblieben von dem. Kann mir gut vorstellen, kann mir gut vorstellen. Ah, Weitere Alben, die schon du geplant hast, hast du ja gesagt, der dritte Teil. Bist du da schon dran? Ja, Hast du schon ein bisschen angefangen in dem Fall? Genau, Bro, genau. Ich habe schon angefangen damit. Ich muss sagen, die 2 Lieder, die du jetzt hast gezeigt, vielleicht Whiskey Bottle ist so, hat einen nice Style so, aber du kannst wie nichts damit vergleichen. Es ist qualitativ Welten. Ja. Also wirklich Welten. Ich habe lustigerweise einen Producer gesucht, sagen wir so. Mein Producer vorher ist Vater geworden, weil er mir gesagt hat, er hat halt nicht so Zeit, normal. Liebe dich, Gesundheit für dein Kind. Und ich habe dann rumgeschaut und ich habe von jemandem, hier wo ich aufgewachsen bin, in Burgdorf, herausgefunden, dass er auch Sound macht. Also ich habe es schon immer gewusst. Aber ich dachte so, ich gebe dem jetzt mal einen Try. Also er macht im Fall wirklich auch für deutsche Artists so, Quali ist geisteskrank. Darum lassen wir jetzt aber mit dem Zeit, also das Album wird frühestens in einem Jahr kommen. Wie sieht es aus mit Konzerten? So? Bist du viel Konzerte umgehen? So zu Bern? Konzerte im Moment ein bisschen tot, sagt ihr ehrlich. Weil das Ding ist, ich tue mich selber auch nicht so drum. Im Moment auch nicht so wahnsinnig viele Anfragen, aber ich bin auch gerade happy damit im Fall. Weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn du jünger bist und schon dann Leute wie kennen, dass du wie dann, je nachdem, eine Zeit hast, was verdammt läuft. Und dann, wenn du älter wirst, nicht mehr so. Und dann musst du dich halt verdammt drum tun. Oder du hast halt verdammt Glück und bekommst einen verdammt Deal und hast verdammt Leute, die dir helfen und so. Aber wenn du alles selber machst, noch ein Leben nebenbei hast, das nicht gerade so, also wo es zu tun geht, weisst du nicht mehr, Bro, dann ist es dann tough so. Aber hey, Also, wenn ihr wollt, dass ich auftrete, schreibt mir auf Instagram. Ihr seht ihr Bio meine E-Mail. Viel Spass damit, ich würde mich freuen. Wird auch geil, wenn mal wieder etwas ist, ihr werdet Bescheid bekommen von mir. Kennst du da die Truppe von Bern? Chaos-Truppe, glaubst du, heissen die da? Ja, Bro, fix. Bist du ein Zeitchen auch mit denen am Chillen gewesen, oder? Hey, ich sag dir jetzt schon etwas, Alter. Das sind jetzt Insider-Facts, aber die sind verdammt lustig. Mit dem einen von denen habe ich übermorgen abgemacht und der andere ist mein Ausbildner. Ich sag dir jetzt etwas Krankes, ich gehe studieren, Bro. Nie. Ich hätte es nicht gedacht, Alter. Keine Ahnung, man. Ich habe mir irgendwie den Arsch aufgerissen, Leben wollen ändern, Leben zum Besseren machen und jetzt mittlerweile hat man eine Chance bekommen. Es ist verdammt lustig, der Pit von Chaos-Truppe. Shoutout hin, wirklich ein Herzensmensch. Es sind sehr tolle Leute, die ich kennengelernt habe von ihnen. Auch Band-Legenden für mich. Wenn du meine Jungs fragst, dann kennen sie auch ein bisschen weniger, aber ich bin halt noch bei dem ganzen Hauenfilm dann so mal dabei gewesen, was noch irgendwie einigermaßen chilliger war. Von dementsprechend, ich kenne sie. Sie sind wirklich gute Leute.
Ich kenne es auch gut zum Teil, so der MQ, Dubios und Ja, der- Rap Ace und so. Das MQ geht hat- nie bei die Tour, ich bin Ja, ich bin Rap- viel zu Hey, ihnen. Rap hat aber für mich aufgelegt, ein Konzert. Er ist einfach Ja. scratchen, richtig. Das ist geil, was sie- Hip-Hop. Ja, Richtig sympathisches Sicht. Angst. Was ich noch wollte sagen wegen Konzerten. Ich bin jetzt in ferner Zukunft mit einem Kollegen von mir ein bisschen etwas am Planen nebenbei. So, es ist ein bisschen seine Schiene. Es geht so ein bisschen um Event und Brands und so, die er machen will. Er hat eine ganz geile Idee und er zieht so durch. Und er hat schon vorher immer so Sachen organisiert, Partys und so. Und er hat aber 50'000 Leute, Festivals und so organisiert. Und jetzt Ja. will er eben mit mir zusammen ein bisschen Ja, etwas wild. schauen und so, weißt du. Und ich mache dann den Content Creator Teil. Ich komme mit den Drohnen und so, nehme alles auf. Und dort sind Ja, wir auch das ein bisschen am Plan, am Schauen. Dort wollen wir dann auch so nach Konzerte geben. Weißt, wir machen ein Apero, dann Konzerte und dann ein Afterparty. Und kann sein, dass ich dort dann vielleicht mal auf dich zukomme, wenn du Bock hast. Oh, auf jeden dort Fall, noch komm auf uns zu, Bro. Schau mal, die Konzerte, die wir gemacht haben, wir haben erst gedacht, jedes Konzert wird abgerissen. Das Ding ist halt irgendwie auch so ein bisschen, gell, du musst verstehen, wir haben mit City Dogs hohe Grenzen gesprengt, die in Bern halt wie dann zumals nicht sind gegangen. Sprich, wir haben auch sehr auf unsere Sprache endlich einen Fick gegeben. Wir haben alles wollen sagen, wie wir wollen. Wir haben es so durchgezogen, darum ist es so das, was es ist. Aber das ist in Bern, wo wir herkommen, sehr sauer aufgestoßen und darum sind wir auch wirklich, ich habe seitdem weniger Bookings bekommen. Aber weißt du was? Fickt euch. Ich habe lieber einen, der realistisch ist und kein Plattform hat, als einen, der irgendwie über Blümchen rappt oder so. schlussendlich. 1000%. Wenn der realistische Rap ist, Street Rap, und nicht in welches Gelaber, dann lasst mal Bern City, Crack City. Lasst Ja. den Scheiß mal, lasst wirklich Ja. mal genau her. Tut mal ein bisschen überlegen, wie es bei euch ist, wenn ihr vielleicht auch aus Bern seid oder aus grösseren Städten. Tut mal ein bisschen auch an Leute denken, so, hört das Lied, man. Und dann spürt ihr schon ein bisschen den Unterschied. Nice. Weitere Videoclips, hast du da etwas geplant im Moment? Oder zu den City Dogs, Ja. zum Beispiel zum neuen Album, kommt da noch ein Clip und so? Na, City Dogs ist wie abgeschlossen. Das Ding hat so sehr viel Nerven geraubt, weil eben der Producer ist Vater geworden, wie schon gesagt. Und auch ein bisschen wegen uns, es war verdammt viel los in unserem Leben. So. Und das haben wir jetzt wie abgeschlossen. Und jetzt konzentriere ich mich einfach voll ganz auf Katakombe 3. Und dort sind schon ein paar Clips in Planung, was sehr lustige Clips. Das tun ich aber noch ein bisschen gatekeeper, Bro. Aber wenn du vielleicht so ein, zwei Sachen noch Fragen hast, Bro, dann sage ich sehr, sehr, sehr gerne. Ja, gleich auch ein bisschen zahnlos. Zahnlos trifft es aber wirklich noch gut irgendwie. Und noch etwas, oder was? Geben nach meinem Kollegen Sion, der hat dort den krassen Part übernommen. Nein, wirklich, das ist dann zumal wirklich gewesen, wir wollten ein Tape machen in Bern, was es so noch nicht gegeben hat. Fuß die Fresse Rap und los das Lied, dann weisst du genau, was ich meine. Debut Tape ausgewickt, 4 Millionen Streams. Große Sound, straight, die Fresse, das ist aus Prinzip. Theater intensiv, City Dogs, way beef. Sergio von meinem Nacken, meine Billy Boys, ihr Jeans. Mit Benzo ist nicht gleich, wegen Benzo sieht der Freeze. Kommen Leute zum Treffen, aber stechen aus Prinzip. Joyous Leben Cheese, welche Banker sie will Cheese. Ich mach fette Plus mit Weiss, als wäre ich Flagge von der Schweiz. In mir City wird die Nase gebrochen, Tattoos werden nachgestochen. Young ins neue Lehr, doch am Weekend schon nachts verkaufen. Finger fertig, mit Cousin mach Steine mit der Karte. Razzia bei Mali, mal doch jeder hat ein Alibi. Milli Rocks, Linie, Klassik, also du Bauer. City Dogs, es gibt kein Battle, nur mich Knochenfraktur. Nur das Bendo stinkt nach Ammoniak und meine Bitch nach Baccarat. Unter da Verdacht, du bist sie tot, der Taran Para gemacht. Cypher 24, mir das ein Boy, Band Swag. Und nach 2 Cypher Parts geht's in 2 Tagen schlecht. Mir hat Freude da, Cash rum mit Schippis, deine Menschen aus. Schreiben nicht voll auf, ich möchte nach PC im Steigen aus. Wo ich herkomme, hat man nass kein Para auf den Karten. Junkie stechen Ticker, aber noch mit so einem Nasen. Chayas an meinem Sippi, aber Zivis an meinem Marsch. Gewöhnt die an die Biddies aus der City, wir sind da. City Dogs, junge Mann, ja das ist der Jungergang. Schöne Grüße, Jojo, und der Sohn, so deine Schulden, Mann. Rapper Wakes, Beef, also Homo, deine Wumme, Chan. Ich hab keine Fanbase, braucht eine neue Hand, eine Kundenstamm. Ich warte auf mich Töne mit den Bullies im Quartier. Zahlen auf meinen Körper und von Bullen observiert. Dein Baby wird passiert, wenn du heimlich masturbierst. Kennen ist kastriert, jetzt wird Szene dominiert. City Dogs, junge und schlimm, Pussy, Rapper, Hauptdot. Was los, Bratte, das ist kein Rappen, das ist kein Sport. Die beste Kollege ist der Reto und macht freizeitmässig Radsport. Jetzt ist sie süßen Pussy, machen Rap zum Tatort. Sie sagen es ja selber, das ist toxischer Rap. Midas und Brio, die sie Body shamen, sie Fett shamen, sie machen sich lustig drüber, über heutzutage darfst du alles sein. Die Bodyshamen. Das ist geil. Von wo ist der Ausschnitt? Thank you. Von wo ist der Ausschnitt? Ist das bei euch? Über euch? Wirklich so?
Das ist von so einem, ich glaube, Nebengeräusch-Podcast ist das gewesen, von MQ. Aber also wirklich nur Liebe. Aber wir haben dann verdammt lustig gefunden, Bro. Es ist schon perfekt gekommen. Er hat so gesagt, wo das ist rausgekommen, alle in Bern, so, die ich kenne, haben repostet. Und er hat so gesagt, er hat noch nie so oft seine Stimme gehört. In jeder Story auf Insta, wo er durch ist seine Stimme gekommen. Also nicht seine die. Mo, das war seine, die sie angefangen hat. Voll. Das hat mich fast getötet, Bro. Das habe ich recht witzig gefunden. Aber nochmal Liebe für ihn. Sehr korrekter Mensch. Shoutout geht raus. Auf jeden Fall. Auf welche Plattform bist du am meisten vertreten, am stärksten vertreten? Social Media? Social Media oder auch Spotify, YouTube. Ganz ehrlich, auf Spotify, fix Spotify an dieser Stelle. Und auf Instagram, auf Fico Instagram an dieser Stelle, ja der Scheiß Nummer. Weil ich angefangen mit dem, weil ich mich irgendwie daran gewöhnt, weil ich es immer noch habe, aber eigentlich fick auf die beiden Plattformen, fick auf Social Media generell, Bro. So, ich bin eigentlich wirklich nur noch für Musik dort. Zwischendurch eine Story klippen, bringen Freunde, aber weißt du, so am Schluss vom Tag, man, das gehört alles Leute, die... Du weißt selber, Bro. Jeder hier weiß, wo in diesem Chat ist, die Leute sind der Teufel. Also, sorry, ich kann es nicht anders sagen. Darum fix der Scheiß. Gut, was eben so ist, zum Beispiel TikTok ist jetzt auch so etwas, Bro. Es scheint super gut für Reichweite und so, es kann schon schnell viral gehen und so. Nein, das aber ist ich selber... das schon nicht wollen. Ich habe mir einen Account gemacht, Mann, und ich habe ein Video gepostet. Bro, ich muss nicht noch von einem neuen Scheiß abhängig werden, der mich dumm macht, ganz ehrlich. Allgemein, der Algorithmus auf TikTok, Bro, der fickt mich ab und so. Nein, dort ist der schlimm, gell? Kannst keine Ziege rauchen oder so in einem Video und live gehst. Ja, ein bisschen probiert, Bro, aber die haben mein Konto direkt, haben sie mein Konto schon gesperrt und so. Ich bin zu radikal für die und so. Und es ist eher so ein Müssen für mich, halt auch, wenn du es machst, dann machst du es richtig, Content creator, dann musst du ein bisschen alle Plattformen und so, weißt du. Das ist eben so ein bisschen der Scheiß. Aber ich checke schon. Das ist der Fluch dran, Bro. Es hat immer alles wie ein Fluch dran, Alter. Was du schönst zum wahr sein, das so. Merch, hast du schon mal überlegt, so ein bisschen Merch zu machen für City Dogs und so T-Shirts oder so? Merch sind wir immer dran. Im Moment ist alles so ein bisschen schwieriger, als wir gedacht haben. Aber Merch wird noch kommen. Aber im Moment, ich sage dir ehrlich, Bro, ich konzentriere mich nicht auf Merch, ich konzentriere mich lieber auf das neue Tape. Von wo beziehst du die meisten Beats? So? Ist das so unterschiedlich? Voll unterschiedlich. Und manche Fragen ist, wo mir irgendwelche Beats, die mir gefallen, die ich irgendwie beim Schreiben, ich fange meistens an zu schreiben und nehme in den Freebeat. So. Ich muss ehrlich auch Auto, manchmal bleibe ich sogar bei denen. Ist mir scheißegal, wenn der Beat fire ist, Auto, passt, dann kaufe ich sehr gerne die Rechte dem oder zu dem so, lasse noch etwas schrauben. Oder ich habe einen Homie, der mir einen gibt. Shoutout der AJ, auch ein Kollege von hier aus Burgdorf, er macht kranken Scheiß. Shoutout der Djaye. Djaye macht auch kranken Scheiß. Ich habe übrigens vorher vergessen, er ist schon Member von City Dogs. Voll, Bro, so Sachen. Aber meistens von Leuten, die ich kenne oder von Leuten ganz weit weg. So. Jetzt habe ich auch von 2-3 Deutschen bezogen und ich muss sagen, die haben mich einfach überzeugt. So. Am Schluss nicht mehr das, was für mich passt. Mission on the Track, Bitch, das kenne ich auch. Mission schon lang nicht mehr. Ja. Voll, aber Mission früher auch. Mission wirklich Shoutout in sehr kranke Beats, man. Er ist schon connected, Alter, bis hinten raus. Ja. Shoutout auch hin, sehr talentiert. Shoutout, ja, man. Mission ist Magie. Ich schwöre, aber etwas wollte ich in diesem Chat schnell sagen. Hey, ich sehe so viele Freunde von mir irgendwie Koks kaputt gehen, man. Das ist der Moment, wo ich finde, das Schlimmste. Leute einfach die Finger von dem Dreckszeug, man. Das ist der grösste Teufel. Ich sehe so viele Leute abkacken, die mal richtig geile Menschen waren und sie richtig Wichser geworden. Finger weg von dem Scheiß, da kann ich nur zustimmen. Das ist offen, Bro. Du bist kein Abend drauf, du bist eine richtige kleine Pussy in meinen Augen, man. Du bist ein richtiger Loser, wenn du bist. In meinen Augen bist du das Opfer, blöd gesagt, weißt du nicht mehr. Du bist... Opfer? Du gibst schon Geld aus und so. Aber Bro, es hat nur Nachteile eigentlich, weißt du. Du gibst Geld aus und du bist paranoid, du weißt nicht was, machst deine Zähne kaputt, du wirst stören und alles zusammen. Scheiß Gespräch, Bro, Alter, ins Leere reinschlucken, man, Ziege nach Ziege rauchen. Nicht, dass ich jemals so etwas gemacht habe, aber ganz ehrlich, man, fick das Scheiß. Nein, von dem her, Finger weg von Drogen und Alkohol, Kinder, besser ist. Offen. Wer hat dich inspiriert, so, für dass du selber rappen, blöd gesagt? Ist es irgendein Rapper aus Amerika oder ein Deutscher oder ein Kollege oder sonst irgendjemand? Deutsche. Eigentlich nur deutsche Rapper. Nate? Kennst du Nate 57? Sicher kennst du. Ja, sicher. Er hat mich sehr geprägt. Bro, Hayes hat mich auch sehr geprägt. Aber auch schon der Outshit, so Blues aus dem Block, so Shit. Kennst du noch Fahrt? Fahrt kenne ich, ja. Fahrt hat mich als Kind sehr geflasht. Viele Sachen, Bro, sehr viele Sachen. Sogar bis zu Genetik, so. Ich bin wirklich so, der Kollege hat dem zumal irgendwie weniger, heute mehr.
Umso älter sie wird, finde ich irgendwie besser. Aber Bro, ja, JWG-Zeit da, gell? JWG. Der ganze Deutsch-Rap-Film, aber auch alte Sachen. Aber eigentlich Ami-Rap, ich habe es immer gefühlt, aber ich sage jetzt nicht, dass es mich geprägt hat, Bro. Mir hat es wie jung nicht geprägt, aber weißt du, so, jedes 5. Wort ist das N-Wort, Bro. Darum könnte ich nicht sagen, so irgendwie an mich orientiert oder so, weißt du, wie ich meine? Ich sehe. Kommt auch immer ein bisschen auf den Jahrgang drauf an, gell? Du bist ja, glaube ich, sogar der 1000%. Deutsch-Rap-Welle wäre schon gross geworden. Ich bin ja schon Ja, wenn du mit 88 Jahrgang, gell? So. Ja, eben, 99, weil für mich so ist interessant, es war so 2007 gewesen, Bro. 2007 war Deutschrap behindert hier rum gewesen, Ja, Alter. So, Abgang. der ganze Bushido-Shit, Bro. Weißt du, so, ich auch schon als Kind auf dem Laptop von meinem Bär so irgendwelche Cello-Abdi-Videos, Bro, Haftbefehl und Ja. so. Wo das wie noch gar niemand hat gefühlt, Bro. Leute so haben gesagt, so, was hörst du für einen Müll, Alter? Weißt du nicht mehr? Als ich jung war, hatte ich Bushido, Carlo Cox Nutten oder so CD gehabt, und dann bin ich daheim gewesen, bin der Scheisse gewesen, bin der Hurenjunge, der Hure am Rappen hier, da. Carlo ist Cox mir, Nutten? ja, da ist mein Brüder gekommen, ältere Brüder, was los ist da für Scheiß? Der hat den CD genommen, kaputt machen, nicht abstehen. Er war selber Hure doof gewesen, dann ist er gesagt, oh, what's up, bro? Was ich dann noch krank gefunden habe, war Agro, Bro. Agro Berlin hat mich auch Agro, ja, geprägt, auf jeden Mann. Fall. Man Down, Alter. Auch einer der härtesten Tracks, Mann. Den Track haben wir mit Lexi zusammen gemacht. Ich muss sagen, ist im Fall auch einer meiner Lieblingstracks. Ist sehr, sehr, sehr strass, der Track. Aber ich muss auch sagen, es ist genau das, was es sollen sein. Ein paar Sachen könnte man meinen, sind so ein bisschen übertrieben. Shoutout der Lexi, Mann, ein sehr talentierter Rapper. Der Gold-Rapper, Mann. Shoutout an den, Bro. Shout out. Man down, man, ich shoote mit der Blicki. Bring mit in die Homies, die Kiffer an die Bricki. Ich stand down, Magazin auf mir, der Glizzy. Many men go down, die Bibel finden pretty. Man down, man, ich shoote mit der Blicki. Bring mit in die Homies, die Kiffer an die Bricki. Ich stand down, Magazin auf mir, der Glizzy. Many men go down, es ist Blut in die City. Shooter nu met Biggie, Bridge lay met de Glock. Gen 4 all black, ace in man. Du wirst shade, das ist hazy de Blocks. Früher haze op de box und du blade de Sex. Ich komme mit Ampieren in mijn Benz op de beat. Es pro Menschen noch nicht selten und ich stand durch Jeans. Schau die Scheiße, wo ich sehe, fuck mir bis in meine Dreams. Bridge, ich bin kein Banker, ich mach Business mit Wies. Namen ein, ich zeige nach der Piste, sich hin. Mission complete, Kopf gefickt, aber mies. Wenn du sagst, du bist G, tickst wieder weiss, schick ich Wichser vorbei und die rippen die G. Bis jetzt es geändert, seit Hip-Hop-Ding klappt in die Bitch an meinem Sip, aber Kopf an meinem Arsch. Bald bin ich weg von dem Dreck auf der Straße, doch bis dann auch die dicht, so wie Packs auf der Wand. Man down, man, ich shoote mit der Blicki. Bring mit in die Homies, die Kiffer an die Bricki. Ich stand down, Magazin auf mir, der Glizzy. Many men go down, die Bibel finden pretty. Man down, man, ich shoote mit der Blicki. Bring mit in die Homies, die Kiffer an die Bricki. Ich stand down, Magazin auf mir, der Glizzy. Many men go down, es ist Blut in die City. Ey, 6 Blickies und sie puttet in ein Man down. Und ich bring die ganze Trap in das Penthouse. Beat busy, während Bubbly in Bands läuft. Shit changed, dritte schau die bald der Mess kauft. Du, I don't give a fuck, bin so busy. Nehmen sie die Stadt, ihre A ist zu pretty. Perk de Bier, pappe die Pilli. Brüder, Kopf ist platt, wenn ich Makatus kipp. Brüder, bin Bern mit den Jungs. Rapper battlet für Pump. Wir sind broke, mehr ein Cash, mehr ein Style. Schweiz mal den Rapper wird Bums. Bist ein hässlicher Hund und auf Anfrage antwort ich nein. Shit G, they don't gonna hit me. Brüder, flieg von Bullen überall, ich weg wie Frisbee. Bist du frech, dann sagt Nike, solle kiss me. Brüder, es ist klar, wer ich bin, bei der Lexi. Man down, man, ich shoote mit der Blicki. Bring mit in die Homies, die Kiffer an die Bricki. Ich stand down, Magazin auf mir, der Glizzy. Many men go down, die Bibel finden pretty. Man down, man, ich shoote mit der Blicki. Bring mit in die Homies, die Kiffer an die Bricki. Ich stand down, Magazin auf mir, der Glizzy. Many men go down, es ist Blut in die City. Du kommst einfach hart rein dort, Bro, mit ihrer Stimme, Mann. Danke, mein Lieber. Richtig Leute geil, haben so gemeint, oh Bro, die rappen von uns und so, das ist Schweiz und so, Alter. Mhm. Nur ein Film, Alter. Aber ist lustig. So. Was hörst du privat so für Musik? Hast du vorher ein bisschen beantwortet, auch so ein bisschen deutsche Shit und so, aber jetzt so aktuell. Deutsche Shit, Bro, höre ich viel. Ich höre so viel Shit, was meine Eltern haben gehört. Viel so ältere Sachen, Bro. Auch viel Rock und so Scheiß. Das ist das Zeichen, dass man älter wird, Bro. Und was wild ist, Alter, seit die älter werden, höre ich auch klassische Musik sehr gerne. Zukunftsplan. Was kann man noch so von dir erwarten? Bis eben sicher das dritte Teil von deinem Album. Aber was hast du noch so sonst für Zukunftsplan? Bro, gute Frage, Mann. Momentan bin ich wirklich das Tape machen mit so Scheiklappen. Wie so ein Adderall-Blick. Einfach machen. Schauen, was näher kommt.
Und privat bin ich mir gut hure, wie ich vorher gesagt habe, so mehr auf solche Ziele, eben private Ziele konzentrieren, Bro. Aber ihr werdet fix in Zukunft eben das Tape können erwarten. Etwa ein Jahr geben wir Zeit, vielleicht hole ich auch schon 2-3 Singles raus. Aber jetzt Anfang mal gerade nicht so viel, jetzt eigentlich wirklich Zeit in das Album stecken. Und ich hoffe, ihr vergesst mich nicht, Mann. Nicht, dass dann das Tape kommt und dann juckt es nicht mehr. Ich pushe sowieso jeden, der bei Rap with the Stage war, ist für mich dann wie, Bro, als hätten wir einen Vertrag oder so. Das wird alles dann immer, was Musik angeht, wird alles postet. Bei mir, egal welcher Künstler bei mir war, wenn ich sehe, hat etwas Neues, Bro, direkt posten und alles zusammen. Was hast du alles für Feats? Mit wem hast du alles so Feats gemacht? So? Oh, Bro, mit vielen Leuten im Fall. Wer mir so in den Sinn kommt, Bro, erster Feat Dominant, Kid Loki, Blanco. Mit wem habe ich noch Feats gemacht? Tommy, Des, Migo von Chaos-Truppe, Prio natürlich, mit Jore, mit B-West. Mit wem habe ich sonst noch Tracks gemacht? Ich habe viele Tracks einfach mal so gemacht, weißt du, ich bin einfach in Studios gegangen, weil ich einfach wirklich ein Mensch bin, Bro, ich habe Bock auf Musik. So, mir juckt das nicht, der ganze Hype-Film und so. Wenn es von Anfang an gut wäre gelaufen, dass ich vorher leben hätte ich den Scheiß mitgemacht. Der hat die Nerven für das, aber so ist es halt nicht, Bro. Und dementsprechend bin ich da wirklich einfach auch so der Musik entlang gegangen, in irgendwelche Studios, aber ich weiß gar nicht mit wem alles. So Lex ist ja auch dabei, haben wir vorher schon gehabt. Ja, das ist schon auf dem Tape drauf. Viel jetzt eben auch mit City Dogs und so. Den Rest müsst ihr im Fall nachschauen, es tut mir leid, Jungs. Hast du nicht mal so mit einem Deutschen, jemand, der keine Ahnung, jemand, der ein bisschen Namen hat, oder so einen Assad oder so, mal anfragen oder so? Nur fix, aber schau, ich bin ein Mensch, ich bin sehr autistisch. Ich frage nicht irgendwelche Leute an. Also, ich frage maximal Leute an, wenn jemand Angst für mich anfragt. Oder ja, wenn es sehr greifbar ist. Aber ich habe auch Leute, die mir für Feeds anfragen, und ich muss nicht immer so schweren Herzen sagen, Bro, dies, das, eben, kann gerade nicht, passt gerade nicht. Aber das Ding ist wie, so, ich feiere das einfach nicht, weißt du, fremde Leute anschreiben für ein Feed machen, Bro. Und was hast du sonst noch so für Hobbys? Ich habe gesehen, du gehst noch viel in Gym, Pumpen. Ich sehe, du bist verdammt parat. Sie ist 3 Meter breit langsam. Was hast du so für Hobbys? Bro, Sport. Wie man sieht, mache ich ja Content, mache ich zwischendurch noch so ein bisschen sportmäßig, Bro, ich es geil finde. Das wäre es echt mit den Interviewfragen. Jetzt schauen wir noch das Outro, heisst das Lied, der Videoclip. Ich finde der Beat hure geil, das ist so richtig mein Stil. Ich verliere mich so Beats, Bro, so richtig sexy. Outro fängt ja so an, dass wir unseren Müttern schreiben, weil wir sind viel im Studio gewesen, wir sind ja beide viel in unserem Leben einfach in dieser Zeit viel unterwegs gewesen und wenig daheim gewesen. Falls ich für mich teile, ich will dann nicht für Prio reden. Darum haben wir das so aufgenommen, eben, mit den Nachrichten, mit den Anrufbeantworter-Nachrichten. Und das Tape ist eigentlich so, mit dem einfach ein krönender Abschluss, so ein kleines Resümee, hey, was haben wir gemacht, weißt? Was ich auch sagen will, ist, es ist viel Hass in diesem Tape, weißt? Aber versteh mich nicht falsch, es ist Hass, den wir in uns tragen. Es ist nicht etwas, wo wir wollen, hey, wir wollen jetzt einfach hässig sein, man. Wir wollen jetzt einfach das auf tough machen, so, Bro. Es ist Hass und es sind Sachen, die in uns drinnen sind und Geschichten, die wir erzählen wollen, die wir verpacken wollen. Und wenn jemand mit dem ein Problem hat, ist die Person in meinen Augen ein ignorantes Arschloch. Und ich meine, heutzutage wird das ja nicht mehr sein. Also, tut nicht immer so scheinheilig bei anderen Leuten herschauen und bei anderen nicht. Und das Outro ist wirklich so ein Resümee zu dem. Auch, dass wir uns das alles endlich bewusst sind, wie wir auftreten und das so gewollt ist. Und dass in unserem Leben weißt, schon mehr ist als nur ein Rap-Film. Weil Rap ist für mich von meinem Leben vielleicht 2%, 5% maximal. Yes, ich verbringe viel Zeit mit dem, aber ich habe meinen Kopf ganz woanders. Und voll. Outro ist für das wirklich so einfach nur ein Seelentrack zum krönenden Abschluss vom Tape. Mama, zvala si me malo pre. Nisam mogu da se javim, nisam vidio na telefonu, snimamo pesme za novi album. Neću se vratiti za večeras, tako da jedite bez mene, ali čujemo se sutra svakako. I molim te pozdravim i sestru i tatu i volim vas sve, ljubim vas. Hey Mami, ich weiß ja, wie lange nicht gemeldet, du hast dich gefragt, was dein Sohn macht. Aber das Album ist jetzt fertig. 1 Jahr Arbeit und Schweiß drin. Ob es sich lohnt, ich weiß selber nicht. Aber ich weiß eins, ich bin bald wieder daheim.
mal sehen, denk, wir sterben dran. Heute laufen wir in der Stadt und random Menschen geben die Hand. Nie Platz, such die Suche, lieber Fehler, Mann. Bin besser worden, stärker worden, dran, gang aus dem Weg, verdammt. Das ist so wie unheilbar, Bruder, was der Werdegang. SOS Skelettenzeichen, wo ich herkomme, Drecksempfang. Die Lieblingsrapper ist ein Opfer, wo ich lebe, verdammt. Drum, wenn mich wer fragt, was ich mache, sage lieber Sprechgesang. 90er sind vorbei, was Battle im Park. Es ist 2:25 Uhr, sie stechen sich ab. Deal ist Platz, fuck, du darfst ein Major Label Schwanz lutschen. Sie die Dogs ist mehr als nur Rapper über Gramm pushen. Das ist symbolisch, echt Zensur, man ist krank draussen. Könntest sie heißen, sie sagt, was ich glaub, ohne Scham, Cousin. Du kennst Grüne vom Schwarzfahren zum nicht CLS. Nicht die Szene treffen, wenn ein Grüße Audi 2 sie echt. Jungs sind fertig geworden, paar sind fertig gestorben. Das Leben zieht die Züge vorbei, drum mach so Fälle vorher. Bin ich auch so wie dir, doch jetzt erkennt mich Zauberland. Quali wie in Amsterdam, der Scherab, ich Ballermann. Und was wir machen ist einmalig, schau gut zu. Mein Alltag steht mit dem Tape nicht, aber es braucht Ruhe. Und Stummschaltung von Telegram, Birrenfix und Trema. Bruder, ich hab zu viel gesehen, als ich bis jetzt noch gesehen hab. Das ist Konstruktion so dumm und drum geht jede bei die Props. Ich bin weiter weg, sie von einem Underdog, zum sind die Dogs. Sie fragen, ob ich lebe, was ich doch sag, als wär's ein scheiß Text. Mir Homie stirbt, der Age Crack, das passt nicht, die Vibe checkt. Ich bin so froh, Kollege, das Tape ist endlich durch. Ich wollt nur Danke sagen, jeder, der das pusht, einen dicken Kuss. Danke nicht nur danke, ja, ihr danke Fam und danke Jungs. Egal was sie dir sagen, das ist mein Leben für die Kunst. Das ist richtig, der Beat ist hart. Ich liebe so Beats, man, das ist so richtig hart. Aber was von euch der Beat? So Shit wird bei Katakomben 3 viel kommen, Bro. Ich habe mich darum wieder bisschen weg von dem huren dröhnenden Fresse-Rap, weil ich einfach das Tape jetzt gemacht habe, wie ich wollte. Und jetzt kann man sich auch wieder so ein bisschen auf solche Tracks konzentrieren und das bin ich sehr am Ausleben. Also es werden auch huren harte Tracks kommen auf Katakomben 3, aber auch viel seriöse Stuff. Und das freut mich auch sehr. Das finde ich aber auch noch geil, wenn du zum Beispiel so ein Doppelalbum hast oder so, oder die Hälfte vom Album ist einfach hard und die andere Hälfte ist einfach so zum Runterfahren, chillig und so, huren geil. Ja, das ist so ein guter Ausgleich. Ja, Mann. So, wir kommen zu der Fun-Frage. Bro, sind die Fun für mich oder für dich? Das sind für alle Fun. Das sind so random Fragen, die ich eigentlich allen stelle, die in Rap Wednesday vorbeikommen. Und das sind so kleine Fragen, so wie Tupac oder Biggie. Und dann kannst du deine Antwort drauf geben. Du kannst es auf funny machen, du kannst es ernst machen. Das ist dir Ja, machen wir. Du musst auch nicht antworten, wenn du irgendwie keine Ahnung. Bro, ich mache das liebend gerne, die Antwort echt auf los, gib mir. Let's go. Tupac oder Biggie? Ey, nach der ganzen Diddy-Doku Tupac, man. Sorry, man, Biggie No hat Diddy, mich Biggie, aber Bro, es hat mich bumst. Ja, aber das sagen, du, es hat meine Kindheit gefickt. Ich schwöre. Top 3 Schweizer Künstler. Ich, Prio und als drittes nehme ich meine Jungs. Top 3 US-Rappers. Eminem, 50, Bro und Tupac. Kalt oder warm? Kalt. Deutscher Rap oder Schweizer Rap? Deutscher Rap, Bro. Offen, ich liebe Schweizer Rap, weil ich es mache, aber ich bin nicht gerne Schweizer Rapper. Ich finde die besten Schweizer Rapper, ich weiß nicht, Bro, unangenehm. Aber das ist meine Meinung, Bro. Das müssen nicht alle so meinen. Natürlich, Meinungsfreiheit schon mal. Lieblingstier? Und Ass oder Titties? Ass. Lieblingsfeed, Dead or Alive? Traumfeed, sagen wir so. Traumfeed, Dead or Vega, Alive? Vega. Da habe ich noch vergessen, Bro. Vega hat mich todesbreit, man. Vega 1000%, Bro. Die Leute kommen sicher mit Drake, Bro. Fixe deine Mutter, man. Vega, 1000%. Bei mir wäre irgendwie ein Redman oder so, Bro. So richtig so extra so ein Underdog, man. Ja, du musst immer das nehmen, was dir selber am besten geflasht hat, man. Ja. Mir flasht halt Deutsch, weil ich Deutsch rede, so. Weißt du, wie ich bin? Ja. Ich verstehe Englisch, Bro, aber es ist nicht das Gleiche. Superstar Crush. Wie das? Hey, Bro, der wollte ich nicht beantworten, offen. Okay, machen wir. Weed oder Rauch? Weed. Texte am Handy oder Texte auf Papier? Ich würde so gerne sagen, ich bin so ein Angst, wenn er so daheim macht, eben mit einer Kerze und so, Bro. Aber Handy, man. Nie mehr kiffen oder nie mehr Musik machen? Die bekiffen, Bro. Mein Name ist Midas und ich bin... Ich bin da. Mein Name ist Midas und ich hasse. Drücker. Wenn ich morgen aufstehe, denke ich als erstes an... Passe, Bro. Direkt so. Lieblingspaar Schuhe. Pass dran bei dir jetzt, Bro. Lieblings-Superheld. Bro, ich bin gar nicht die Superheld rausfit. Ein Batman, Bro. Ich den Film mal cool gefunden, aber ich kenne mich gar nicht aus in diesem Universe, Bro. Lieblingscomic. Kennst du noch Titeuf, Alter? Kennst du den Shit noch? Kennst du nicht, Bro? Okay. Ich sage das Shit, weil ich das als Kind gelesen, Bro. So Kindercomics, man, aber Comics ist schon nicht so meins, Bro. Lieblingsessen. So ein richtig gutes Steak und Gemüse dazu. Aber so richtig geiles Gemüse, Bro. Mit so ein bisschen Honig noch drin, Alter. Das ist krass. T-Bone Steak oder so, man. Ja, man, richtig geil. Lieblingsferienort. San Teodoro, Sardinien. Wo ist das? Sardinien, Bro.
Sardinien ist eine italienische Insel, also es ist nicht... ja, Sardinien. Es ist eben nicht Italien, das ist eben das Harte. Aber Bro, ja, krank dort, hure schön. Und das Meer ist geisteskrank zu essen, die Leute sind hure nett. Sardinien musst du mal gehen. Wenn du die Zeit kannst zurückreisen, was würdest du anders machen? Das ist eine hure tiefe Frage. Bro, bei dieser Frage müsste mir sicher etwa 3 Tage Zeit nehmen, weil ich ADS Todeshalmen in jeglichste Scheiße sind und da habe ich keine Chance, dass ich dich beantworten kann. Wenn du etwas auf der Welt kannst verändern, was wäre das? Israel und Amerika den Einfluss wegnehmen. Komplett. Wenn du von heute auf morgen Multimillionär wärst, was würdest du als erstes machen oder kaufen? Was würde ich machen oder kaufen? Bro, die Frage habe ich mir früher viel gestellt, Alter, als ich broke war, Alter, wie auch hure viel, die zulassen. Ich schwöre im Fall heutzutage einfach so etwas nehmen, dass ich etwas erspart habe. Und der Rest wirklich irgendetwas spenden, Bro. Man, die Welt ist so gefickt, Bro, Klima, Alter, jeder merkt es, Alter. Gaza, Bro, jeder sieht es, man. Ich schwöre ja langsam die Schnauze voll, Bro, immer weißt so, nur materiellen Scheiß denken, Bruder, immer nur Ketten und dies, das und bla bla bla, Bro. So, ja, der scheiß Chase, Bro, ich habe es wie gesehen, aber das hat keinen Sinn, so, wenn nicht von dort bist. Darum sage ich, Klima spenden oder auf Gaza spenden oder irgendetwas sonst, was Sinn macht auf der Welt, Bro. Etwas Und Gutes. das sage ich nicht, weil ich jetzt hier ein gutes Image will, das sage ich wirklich aus meinem Herz raus, Bro. Ich glaube das, man glaubt das gerne. Meine letzten Wörter werden sein. Meine letzten Wörter werden sein. Bro, was kommst du mit für Fragen um die Ecke, Alter? Weißt du, am Anfang mache ich immer so lustige Fragen und gegen Schluss kommen so ein paar deepe Fragen rein. So, das macht es dann so ein bisschen von lustig, ein bisschen zu deep, weißt du, so ein schönes Meine letzten Worte, hoffentlich in Liebe euch. Oder so wie Tupac, fuck you. Nein, Bro, wurde nicht, man. Mit etwas Schönem muss ich kaufen. Zu viel Kopfschmerzen. Ja, Mann, das wär's gewesen. Die letzte Frage ist noch so: Weisheit des Tages. Was gibst du an Weisheit an diesen Leuten draussen gerne mal mit? Und zu mir nicht Scheiß, was euch kaputt macht. Seid gute Menschen. Pisset auf den ganzen Social Media Scheiß, Klicks, dies, das, bla bla bla. Wenn ihr Musiker seid, macht eure Musik, schaut, wie die Leute reagieren. Geht dem nachher, geht den Menschen nachher, schaut zueinander. Seid verfickt nochmal nicht zueinander. Wir haben viele Sachen gemacht, die auch nicht okay sind, aber es ist wie nicht spät, etwas zu ändern, Bro. Wenn du in dieser Scheiße bist, man, dann gibt dir echt Mühe, etwas anderes zu machen. Yes, So etwas. Rede. Schöne Wörter, schöne Worte. Hure gut. Das wär's eigentlich gewesen vom Ganzen. Wir haben jetzt plus minus, wie lange? 1,5 Stunden, mehr ein bisschen Verspätung gehabt. Guter Du bist der Talk, Bro. Mächtigste Du von hast der eine Ganzen. Startschwierigkeit, Mann. Ja, aber das ist nicht das erste Mal, das ist normal. Ich habe auch noch eine Frage, ja. Be West, hau raus deine Frage. Wenn sie seriös ist, können wir sie beantworten. Wenn es Cap ist, dann ist Oh, Be West. Ja, hau raus die Frage. Wer ist der Beste von den City Dogs? Es ist Be West. Ja, Bro. So, und wir will boxen, Kollege, komm hier. Nein, geil. Hey, merci vielmals, hast du dir Zeit genommen, Bro. Sehr gerne. Geile Sache. Von mir aus gesehen war es sicher ein geiler Stream gewesen. Jetzt haben wir mit dem neuen Overlay und so, den ich habe und alles zusammen. Ich hoffe, Mic und Kameraqualität ist gut genug. Du hast noch das Kerzchen vorgenommen gegen Schluss, das finde ich super. Das ist schwer. Das hat nicht gestanden, das wäre ein geiler Vibe, Mann. Oh, Ja, voll. Yes, Love, Jungs. Ich wünsche euch einen wundervollen, ja, merci gleichfalls. Yes, und merci vielmals euch, Chat, habt ihr eingeschaltet. Wirklich stabil, muss ich sagen. Bis gegen Schluss durchgehend fast plus minus 30 Zuschauer gehabt. Das ist sehr gut, sehr stark. Und ich würde sagen, merci vielmals, Giele. Shoutout geht raus. Und wir hören uns gleich wieder. Euer Big Boss Entertainment. Ihr wisst, wer es ist. Big Boss Entertainment. The one and only. Du weißt Bescheid. Lern aufstehen. Komm, wir stehen auf. Hey. Raus aus den Katakomben, ich bin zurück vor Finsternis. Hab wieder müssen finden zu mir, weil hier nichts für immer ist. Wenn nichts bewirklich kannst, du nur allein im Zimmer bist. Ich nehm mein Glück in meine Hände, und wer vom Gewicht den Finger bricht. Und wenn die Tag verleitet, so Zeug, die von innen frisst. Ich geb nicht auf, und nichts dagegen zu machen schlimmer ist. Lern aus diesen Zeiten, in Teufel findet man Perlen. Die Fehler sie sagen, du kannst aus ihnen lernen. Bist du 100% clean? Immer mit dem Finger auf andere Leute zeigen, aber selber kein Stück besser als die hast du einen. Genau. Wer hat dich inspiriert, für dass du selber so wie Musik hast machen? So, hast du so irgendwie wie eine Das ist noch, Bro, mein Nachbar ist so ein Restaurant, er gibt ihnen etwas zum Flecken.
Soll ich dir mal was Eisen zeigen, Bro? Ja. Nur mal hier, Bro. Ich hab gar nichts gemacht. Ja, das ist das. Twitch bannt mich weg damit. Ich meine, jetzt hier auch ein Gangster da mit der Waffe geht. Jetzt. Nicht der Sperre, Mann. Nicht der Sperre, Mann. Nee, das ist das. Gar nichts. Bro, bei dir ist es der dunkel, Mann. Dort ist, musst du ein paar Kärtchen anzünden oder etwas. Ich schwöre, ja, warte. Hast du Kärtchen? A few moments later. Yeah. Dann kannst du jetzt so. Okay. Aber ey, wir müssen schnell alle ruhig sein, weil jetzt eine romantische Kerze an. Ja, jetzt eine Schweigeminute für seine Kerzen. Ich checke nicht. Ich checke nicht, Bro. Ich checke nicht. Ich wollte es auch nicht beantworten, wenn ich es nicht checke, Mann. Love you, Friend, Bro. Zu Nebenrisiken und Wirkungen packungen Sie die Lesungsbeilage und arzten Sie Ihren Frag- oder Atipoka. Warte schon mal 10 Sekunden, Bro. Ich muss ganz kurz. Kann ich kurz machen und dann... Ja, ich habe Bizeps hier. Schau, ich bin auch dran, aber ich bin nicht so breit wie der G. Der G hat einfach doppelten Arm von mir. Reden. Du hast geredet wie ein Löwe. Grau. Wie ein Löwe. Oh, mach da mal, die Kamera ist fast platzt. Schade, Bro. Okay, die meisten nehmen dort immer warm, aber kalt. Ja, weil sie noch nie richtig heiß hatten. Nach der Hitzewelle, Bro. Ich kann mir immer eine Jacke anlegen, weißt du nicht mehr, aber ich kann nicht meine Haut ausziehen, Alter. Ja, das sage ich auch wohl. Smoke weed every day. Ich kann meine eigene Schrift nicht mal lesen, aber was? Wallah, Krise. Ja, Bro, das ist kann ich nicht reden. Meinungsfreiheit. Nein. Was stimmt bei dir nicht? Tentis hat gefragt, darf ich mal bei diesem Format mitmachen? Bro, du musst einfach ein Rapper sein, der mir persönlich flasht, sonst schaffst du es nicht rein. Dann bist du dabei, Bro. Hast du das? Kannst du rappen? Scheiße, kannst du, Kollege, gang du wieder Narco City RP spielen, Kollege. Wer kommt mit Otze? Eine Lied. Meine werden sein, vergiss mich nicht. Schuldest mir noch Geld, du Wichser. Schuldest mir noch Geld, gib das meinem Sohn. Bro, das gibt so die Vibes wie die so Monster Energy Kleber auf ihren Autos haben und so Why So Serious T-Shirts. Ja, ich schwör. Kennst du so die mit so Joker-Tattoos, so hahaha? Ja. Bumsbild.